allerdings zeichne das nicht die Info, den wir gerade legen. Sie haben vorher das Defizit von 15 Millionen erwähnt, das ist für uns unvorstellbar. Entschuldigung, aber wir haben vor ein paar Jahren mit einer Finanzkrise zu tun gehabt, in denen Billionen ausgegeben wurden für Banken. Und mit dieser Zukunft müssen wir unter uns schlafen. Die Argumentationslinie nach uns ist die Sintflut wichtig. Wir sind die Sintflut. Herr Kollege, also hier zwei wichtige Fragen. Erstens, warum ist es schon wieder notwendig, bei dieser Veranstaltung so etwas wie das Polizeiaufkommen zu haben? Warum? Warum befinden sich schon wieder mehrere Mitarbeiterinnen des Verfassungsschutzes in diesem Raum, die uns filmen? Ja? Warum sind so viele private Sicherheitsleute auf der Uni? Ja? Sind wir so gefährlich? Das ist meine Frage. Keine Antwort, nein, sie sind nicht so gefährlich. Ich habe beim Hergehen gesehen, dass hier Polizeiwagen vor dem Haus stehen, die wurden nicht von uns bestellt. Ist nur hier auch Ich weiß es nicht, das kann sein. Aber die Einschätzung über die Lage hat offenbar die Polizei. Ich bin sehr wohl verantwortlich für die Polizeipräsenz, die es bei der letzten Demo gegeben hat. Dann haben wir die Polizei angefordert. Ja, richtig. Wollen wir jetzt über die Studienzeitlänge reden? Das ist eine Finanzierung angesprochen und mich betrifft natürlich sehr stark die Finanzierung des Bachelorstudiums Internationale Entwicklung. Und ich bin uns erstaunt, wie sehr das mit dem Minister Drexler die Verantwortung abschieben und wieder hin und her schieben. Jetzt würde ich mal gerne Ihre Verantwortung hören, ja? Warum wird Ihrer Meinung nach das Bachelorstudium Internationale Entwicklung abgeschafft, bevor es evaluiert worden ist? Seit jahrelang gegen dieses Studium hineingeflossen. Es hat ganz Anerkennung für dieses Studium gegeben, zum Beispiel durch eine Gastprofessur finanziert durch die Austrian Development Agency und so weiter. Da könnt ihr noch ein paar Beispiele nennen. Und jetzt frage ich mich, warum wird genau dieses Studium abgeschafft, dass der große Zukunftspolizei ohne extern evaluiert zu werden. Wollte die Kolleginnen nicht zuhören dürfen draußen, weil es überfüllt ist. Ja, und wenn man doch reinkommt, dann kriegt man vom Security noch weiter vom Hinterkopf. Was jetzt passiert? Dankeschön, dafür wird das Budget ausgegeben. Darf ich den Kollegen da oben darf man antworten bitte? Darf ich den Kollegen antworten? Also zunächst, wir hatten gedacht, dass aufgrund der Senatssitzung diesen Donnerstag das Thema Finanzierung, Studiengebühren, Studienbeiträge das dringendere ist. Wir haben für nächste Woche ursprünglich für 30. Mai, jetzt verschoben wegen einer Auslandsreise der Institutsvorständin der internationalen Entwicklung, für 2. Mai hier eine ausführliche Information. Wir haben also auch zu Gesprächen eingeladen. Wir werden auch berichtigen dürfen, weil da auch noch Aussendungen vom Rektorat kommen. Diese Möglichkeit habe ich nicht, an alle Studierende E-Mails zu schicken, ja? Und der wird in den Bundesbund kommen. Sie haben uns zu den Gesprächen eingeladen und deswegen greifen wir die Möglichkeit auch über die Finanzierung des Studiums internationalen. Ich wollte ja auch ganz kurz antworten, also die Hauptantwort habe ich nächste Woche verschieben. Zunächst, es geht nicht um eine Abschaffung, sondern es geht darum, es wurde zu Recht die Forderung erhoben, jetzt nach dem Bachelorstudium, nach der Umstellung vom Diplomstudium auf ein Masterstudium einzuführen. Der Senat hat eine curriculare Arbeitsgruppe eingesetzt und unser Konzept ist momentan aus finanziellen Gründen, wie ich durchaus zugebe, zunächst das Masterstudium einzuführen und alternative Zugangswege zu diesem Masterstudium zu ermöglichen. Das heißt, aus mehreren sozial- und auch wirtschaftswissenschaftlichen Studien begleitend mit Erweiterungskurricula, die in die Thematik internationale Entwicklung einzuführen, ein Gesamtangebot zu schneiden. Das Wort Abschaffung allein greift zu kurz. Das Masterstudium ist ja keine neue Forderung. Das Masterstudium ist keine neue Forderung. Es gab ein Diplomstudium, ja, und eine Umstellung
von Master auf das Bachelor, von Diplom, von Magister auf Bachelor Master, ja, erfordert schon mal einen Bachelor und einen Master und nicht einen Bachelor und einen Grundsatz zu sprechen, aber auch über die allgemeine Demokratie. Ich habe eine Fortsetzung der offenen Reden. Ja, ich wollte nochmal Herrn Rektor Engel ansprechen. Sie haben von einem gemeinsamen Vorgehen in Bezug auf die Leistungsvereinbarung gesprochen. Und ich glaube, von mangelnder Diskussionsbereitschaft und Einsatzbereitschaft der Studierenden kann man einfach nicht sprechen, wenn man sich anschaut, wie viele Menschen heute hier sind. Ist, dass Sie zweimal an einem Tag Ihre eigenen Studierenden auf der Uni tragen lassen für die Polizei. Weil das ist wo wir uns gemeinsam eingesetzt haben, wo wir ganz klar die Ausfinanzierung der Universitäten gefordert haben, wo wir gefordert haben, dass es notwendig ist, von Seiten der Politik Schritte zu treffen. Und offensichtlich brauchen wir andere Methoden. Warum gibt es kein gemeinsames Dahinterstehen vom Rektorat, vom Bau? Und eben genau zu diesem Studiengebührenpunkt. Die Studiengebühren sind ein rein ideologisches Instrument. Die Studiengebühren werden an der budgetären Situation der Universitäten nicht ändern, aber auch gar nicht. Besonders auch nicht mit der Regelung. Und wenn Sie jetzt wieder sagen, ja, das betrifft ja nicht alle, wir lassen uns nicht entsolidarisieren voneinander. Es geht ums Prinzip. Ja, ich wollte fragen, ob Sie nicht denken, dass man durch die autonome Erhebung von Studiengebühren den Punkt hinauszögern und in die Politik denkt, dass es wirklich ein so großer Notfall entstanden ist, dass gehandelt werden muss. Darf ich dazu was sagen? Ich glaube, es ist dringend notwendig, damit wir nicht weiter in dieser Frage zum Spielball der Parteipolitik und der Politik allgemein werden, dass diese Situation, wo eine Partei uns ein Gutachtergremium gesagt haben, wir dürfen und wir sollen Studiengebühren haben und eine andere sagt das Gegenteil, schleunigst vereinigt wird. Deswegen ist es wichtig, dass im Herbst jedenfalls der Verfassungsgerichtshof entscheiden kann. Das kann er nur, wenn wir die Rechtsgrundlage dafür schaffen. Es wurden Klagen angedroht. Die Klagen brauchen wir, damit Klarheit herrscht. Und das glauben Sie, wenn wir jetzt nicht nur die Universitäten, alle Universitäten zum Ministerium gehen, sagen, wir brauchen für das und das Geld, ist die Antwort doch immer nur, hebt Studien, nicht nur, aber auch, hebt doch Studiengebühren ein. Das muss schleunigst geklärt werden. Und ich stimme der Kollegin zu, Studiengebühren sind nicht das Ziel. Wir wollen eine Klärung. Und zur Frage, die Sie vorhin sagten, wir wollen ja, wir haben das auch mit dem Präsidium besprochen, wir wollen gemeinsam argumentieren. Ich habe angeboten, dass wir den Entwurf der Leistungsvereinbarung bereits, das ist mit dem Bundesratsvorsitzenden abgesprochen, vor der Sitzung mit der BH diskutieren, damit wir dann die Forderungen, die wir letzten Endes gemeinsam haben, gemeinsam vertreten können. Ich habe seine Worte mit Herrn Strauß verloren. Ich komme aus Luxemburg. Ich bin ziemlich stolz darauf, im Studium zu lernen, wo sehr viele Kulturen drin sind, wo sehr viele Leute sind, die aus anderen Ländern kommen. Und auf der internationalen Entwicklung, da lernt man eigentlich die ganzen Machtstrukturen aufgebraucht sind. Und Sie haben gerade davon geredet, Sie wollen eine Klärung haben. Ich bin auch dafür. Ich bin dafür, dass es wieder geklärt werden soll, wer Verantwortung hat und wer sie zu tragen hat. Und nach meiner Ansicht sind Sie, Rektorat, also die alle, nicht nur die als Person, ich greife jetzt keine einzelne Person an, aber das ganze Rektorat in ihrer Funktion, weil Sie haben die Polizei gerufen, es sind junge Mädchen, die wurden verletzt, es ist Gewalt angewendet worden. Ich greife auch die Polizei hier an.
Ihnen ein Wort zuführen. Weil das ist nicht korrekt, was wir machen. Die kommen frei. Sag ich studiere nicht weiter auf der Universität Wien, bis die ihre, wie soll man das jetzt sagen? Es steht Wörter nicht so. Da war ich wieder fertig gewesen. Die belügen und betrügen die Studenten die ganze Zeit über. Sie machen leere Versprechungen, es ist so, es ist einfach so. Jeder, der Geschichte analysiert, der wird es erkennen. Und ich werde so lange nicht weiter studieren, bis die ersten Verpflichtungen einfach zur Rechenschaft gezogen worden sind. Ich lassen uns das nicht bieten. Vergiss es einfach. Wir lassen uns nicht bieten. Da muss man etwas Herrn Hartmann antworten. Gewalt. Am letzten Donnerstag wurde mein Büro mit Gewalt besetzt. Es wurden Türen aufgebrochen, es ist ein Sekretär verletzt. Das Wort aufgebrochen steht übrigens nicht aufgedrückt. Weil die sind nach einer der Professoren wurde auch mit Abschürfungen verletzt. Stellen Sie sich auf. Gut. Also Lügen ist eine Diskussion oder Verharmlos und Sachen in Relation zu setzen zu dem, was am Donnerstag am Montag passiert ist. Ja, meine Damen Das ist klar, aber eine üble Verharmlos und Sachen in Beziehung zu setzen miteinander. Bitte, jetzt können Sie sprechen. Ich habe gesagt, was ich zu sagen habe. Der war das der Ja, es sind heute sehr viele Menschen hier, sehr viele Menschen, die ein gemeinsames Anliegen haben, nämlich freie Bildung. Wir wollen freie Bildung, ja. Und wir haben heute noch etwas mitgebracht, nämlich einen Kuchen, von dem jeder von uns gerne ein Stückchen hätte. Und Sie sind ja in einer Machtposition. Das heißt, wir würden Sie bitten, diesen Kuchen fair zu teilen. Und Sie können Ja, Sie haben völlig recht. Aber erstens bin ich nicht wirklich in einer Machtposition. Das glaube ich nicht. Ich bin nicht auf eine Machtposition, wo uns das nachbestehen. Entscheidend, was unsere Funktion als Rektorat ist, eine ordentlich funktionierende Universität zunächst finanziell und dann von allem dem, was nachher sicherzustellen. Und deswegen stimmt auch, was der Kollege vorhin gesagt hatte, diese Finanzkrise und so angesprochen. Das, was die Universitäten von uns brauchen, ist eigentlich relativ wenig im Vergleich zu dem, was woanders ausgegeben wird. Es wäre uns finanzieren. Gemeinsam dafür einsetzen, dass wir die Antwort wir brauchen, um ordentliche Verhältnisse in allen Fächern durchzusetzen. Das ermöglichen, zu bekommen. Und das funktioniert aber nur gegenüber der Politik durch eine sehr lückenlose, gut ausgewogene und gut überlegte Argumentation. Das versuchen wir. Das ist Demokratie! Frau Kollegin, bitte, ja? Ja! Ja, genau. Und
formulieren. Sie reden davon, dass wir uns gemeinsam dafür einsetzen, das finde ich super. Nur gemeinsam dafür einsetzen und im anderen Moment zu sagen, Sie wollen Studiengebühren eingeben, damit Sie irgendwie der Argumentation gegenüber dem Wissenschaftsministerium irgendwie auf den Weg gehen und damit Sie die irgendwie unterhalten, das finde ich ein bisschen, keine Ahnung, das wäre nicht irgendwie besser, aber auch eine Finanzierung von der Regierung zu fordern, ohne irgendwie einbüßen zu müssen und zu sagen, ja, was, wenn man Studiengebühren eigentlich ruhig sagt, so ist es einmal. Und nur kurz eine zweite Frage. Sie haben gesagt, Sie wollen Studiengebühren eingeben, so wie Sie eben 2008 beschlossen haben. Das ist dann unter anderem Studiengebühren von Menschen aus Nicht-EU-Staaten. Was hat das dann mit Internationalität auf den Universitäten zu tun? Können Sie diese Studiengebühren nicht leisten? Also, ich bin jetzt zum ersten Mal bei solchen Debatten mit dabei. Wahrscheinlich auch von jetzt. Ich kann auch gar nicht mit den Strommaßgaben überzogen, wenn hier sozusagen von Lüge pro Maß gesprochen wird. Das ist ja schon über das Ziel hinausgeschossen. Ich glaube, das Problem ist ja tatsächlich, ich will das Rektorat abschließen, dann habe ich die Worte, die um Tisch zu kommen, wie ich ja nur, wenn auch nicht, ob Sie das Rektorat schwächen, stärken Sie den dritten Teil dieser Diskussion. Natürlich das Ministerium dabei. Dahingehend finde ich es ja auch wirklich besser, ein bisschen auf die Argumente vom Rektor Engel zu hören und auch zu sagen, ja, wo können wir Gemeinsamkeiten suchen und das, was wir alle wollen. Freie Bildung, möglichst ungehindert, finanzierbar für alle und eine ausfinanzierte Universität erreichen. Da müssen wir klarerweise auch mit unterschiedlichen Funktionen agieren. Sie können jetzt nicht von mir verlangen, dass ich jetzt der Fahnen schwingende Demonstrant bin. Ich schaffe es vielleicht gerade noch bis zum Ballhausplatz oder viel weiter. Wir haben unterschiedliche Funktionen in diesem Spiel, aber mein Appell ist politisch wäre es unklug, wenn Sie das Rektorat massiv schädigen, stärken Sie lieber das Rektorat. Rektorat muss stärken. Ich will noch kurz antworten. Sie haben aber gesagt, wir wollen Studiengebühren einführen. Das Wort wollen trifft nicht zu. Wir stehen unter enormem Druck und ich habe vorhin gesagt, es geht um die Klärung der Frage, ob das zulässig ist, weil wir dann endlich diesen Druck weg haben, bei jeder finanziellen Forderung immer gesagt zu bekommen, man führt das Studiengebühren eines Künstlers. Nein, das kann man nicht. Nein, das kann man nicht. Zulassen machen ist besser. Das ist verlogen. Studiengebühren einführen. Sie haben jetzt nicht mehr Wahl. Ja, ich weiß nicht. Lange zu Wort gemeldet. Jetzt wird das Mikro genommen. Kollege, der wird umdrehen, der hat so knapp ist. Ja, ich möchte Ihnen ein kleines Zahlenspiel mit dieser Antwort geben zuerst. Österreich gibt für Hochschulbildung 1,3% des Bruttoinlandsproduktes aus. Das macht in absoluten Zahlen ca. 3 Milliarden, ich glaube das Jahr 2010 gibt es die letzten Zahlen. Ja. Das WIFO, Forschungsinstitut, hat vor 2 Wochen vorgerechnet, dass allein durch die Rettung der Banken Kommunalkredit, Hypo, Alte Adria und die Volksbank schon 4 Milliarden verloren sind und weitere Abschreibungen noch bevorstehen. An der Universität Wien ist das Betreuungsverhältnis 1 zu 200, also eine Lehrkraft zu 200 Studierenden. Und angesichts solcher Verhältnisse und solcher eklatanten auch Ungleichheiten einfach und eigentlich haarsträubenden Politik, also wirtschaftspolitische Vorstellungen, die behaupten, es sei wirtschaftlich nachhaltiger Bandbreite zu schaffen, um 4 Milliarden Euro, als wir in Entwicklung zu investieren. Ja. Angesichts solcher Verhältnisse und der katastrophalen Verhältnisse an der Universität Wien gibt es nur ein für uns oder gegen uns. Und wenn 67% der Studierenden unterhalb der Armutsgrenze leben und das, obwohl 80% der Studierenden
mehr als 16 Stunden die Woche arbeiten, dann sind Studiengebühren gegen uns. Und dann sind Studiengebühren unsozial und nicht angemessen. Machen bei Inschweiz 2% des Universitätsbudgets aus. Sie sind aber tatsächlich für die Studierenden eine gewaltige Mehrbelastung und haben nachweislich, und da gibt es einige Studien mittlerweile dazu, im deutschsprachigen Raum, eine sozial selektive Wirkung, vor allem was den Frauenanteil der Universitäten betrifft. 52% der Studierenden, die anfangen, sind Frauen, auf den mittleren und oberen Führungsetagen hört man gleich mal bei 30%, 10% und so weiter auf. Ja. Mit Studiengebühren verschärfen Sie diese Gedanken weiter. Ja. Und Sie können, also, weil Sie ja vom Spielball gesprochen haben, irgendwie wir Studierenden fühlen uns manchmal als Spielball zwischen Rektoraten, die nämlich genau diese neoliberale Logik, Benchmarking, ja, Drittmittelfinanzierung, diese Studienplatzfinanzierung, ganz genauso, ja. Dann eben sozusagen Bildung ist ein Werk, der auch das Werk sein muss, sprich was kosten muss. Jeder muss seinen oder ihren Beitrag leisten, um sich auch Bildung konsumieren zu können. Weil diese ganzen Leute, die setzen Sie als Rektorat durch. Das G02 ist Teil davon und zu behaupten, Sie hätten da keine Machtposition, ist absolut lächerlich, das ist man wirklich leid. Der Senat hat nur noch eine beratende Funktion für das Rektorat. Das Rektorat kann im Alleingang Studienpläne umwerfen, wie geschehen mit dem Masterstudienplan der internationalen Entwicklung, der vom Senat und Universitätsrat schon beschlossen war und im Alleingang vom Rektorat gekippt wurde. Ja. Und auch im Senat haben Studierende nur 30% der Repräsentation. Die haben eine Machtposition, die nutzen sie, um genau diese Politiken von oben auf die Universitäten herunterzubrechen. Und wenn Studierende dagegen aufstehen, 2000 Studierende der internationalen Entwicklung und sagen, es reicht. Wir stehen vor unserem Studium, wir identifizieren uns mit unserem Studium und kämpfen dafür, holen die Jäger, bitte nicht in die Polizei, wir holen die in die Einsatzgruppe, die einzelne Schlägergruppe. Auch wir können sich ausführen. Und jetzt müssen wir was das Kollegial verstehen und wir hätten keine Machtposition und deswegen müssen wir sie stärken, damit sie gegenüber dem Wirtschaftsministerium mehr für uns ausschlagen können. Und das ist wirklich das ist der Schlussvertrauen. Sie werden sich wundern, es war sehr viel, Sie werden sich wundern, dass ich Ihnen zum Teil recht gebe, insbesondere bei dem, was Sie an Antwort sagen. Sie haben gesagt, Österreich gibt für die Bildung 1,3% des BIP aus. Stimmt. Dieses Konzept der Studienplatzfinanzierung, das Sie dann in einem Atemzug wieder sozusagen kritisiert haben, und wo man genauer darüber reden müsste, sieht als dritte Phase, sogar aus Sicht des Ministeriums vor, für das Jahr 2020 lang hin, wir müssen schrittweise in diese Richtung kommen, 1 Milliarde mehr für die österreichischen Universitäten. Ich sage immer, das ist für Österreich locker leistbar. Schauen Sie sich an, was andere Dinge kosten, man braucht jetzt gar nicht nur von der Bankenrecht zu reden, Vorhaltung, alles Mögliche. Österreich kann sich das leisten, muss sich das leisten. Und diese 1 Milliarde zusätzlich würde bedeuten 2% des Bruttoinlandsprodukts, und das ist das, was die Bundesregierung, auch vergangene Bundesregierungen, seit Jahren als selbstgestecktes Ziel haben. Wir sind nur weit davon entfernt. Das wollen wir versuchen zu erreichen, und letzten Endes jetzt nur gemeinsam gewinnen, vielleicht mit verschiedenen Mitteln, aber letzten Endes macht muss es, das heißt macht es. Wir können nur die wir haben. Und es sind diese viel zu wenig Mittel, die wir haben. Das ist richtig. Darf ich ein paar Punkte noch sagen? Natürlich ist es so, dass die Betreuungsrelationen, Sie haben 1:200 angesprochen, die sind in den großen Studienrichtungen in vielen Fällen unzumutbar. Und was wir tun, ist, dass wir kämpfen, dass die finanziellen Rahmenbedingungen geschaffen werden, um diese Betreuungsrelationen zu verbessern und auf internationale Vergleichswerte heranzuführen. Da sind wir in anderen Bereichen auch.
Und natürlich hat das Rektorat Verantwortung und muss Entscheidungen treffen. Und in diesem Sinne ist natürlich auch Macht eine Frage, weil Macht bedeutet, Verantwortung für Entscheidungen zu übernehmen. Also in diesem Sinne hat das Rektorat natürlich Macht und muss die Verantwortung für die Entscheidungen übernehmen, die in manchen Bereichen derzeit einfach schmerzhaft sind. Das ist überhaupt keine Frage. Ich glaube, aus der Gruppe von den Herrschaften mit den weißen Menschen Wortmeldung. Ja, die Herrschaften und Frauschaften mit den weißen Menschen vertreten hier eine Minderheit, und zwar eine Minderheit aus den Naturwissenschaften. Wir studieren alle Pharmazie. Wir wurden bis dato nicht auf ein sinnloses Bachelor-Master-Studium umgestellt, das wir im Nachhinein immer wieder abschaffen, wie wir bei der ein Diplomstudium, dass wir sinnvoll studieren möchten, dass wir so sinnvolle Bedingungen studieren möchten und nicht als Spielball, als Experiment für Bologna hergehalten werden, um in 3 Jahren ohne Evaluierung wieder abgeschafft zu werden. Wir wollen ein ordentlich ausfinanziertes, ordentlich geführtes Studium haben, das es wert ist zu studieren. Und ich darf Ihnen auch sagen, Sie führen ständig irgendwelche Baccalaureatsstudien ein, die Sie wieder abschaffen, wo die Employability gefordert wird. Es gibt keinen einzigen Beruf für den Bachelor der Pharmazie, den gibt es nicht. Die EU sieht vor ein mindestens 4 Jahre dauerndes Studium plus ein Praxisjahr und so weiter. Sie kennen das alle. Wozu tun Sie das? Wir helfen Ihnen Geld sparen. Machen Sie ein sinnvoll, gut organisiertes Curriculum der Pharmazie im Diplomstudium, mit dem dass wir nun das Mindestzeit studieren können, das auch finanziert ist, und wir werden alle nicht hier im Hörsaal sein, sondern wir werden für unsere Prüfungen lernen und wir werden Ihre Steuern, die Sie bezahlen, verdienen. Dankeschön. Das natürlich auch problematisch ist, wir diskutieren es intensiv mit der Apothekerkammer. Ja, der Apothekerkammer hätte gerade einen Termin gehabt bei mir, als das Büro gestürmt wurde. Ich glaube, wir sollten über dieses Thema auch mit der Studierendenvertretung der Pharmazie reden. Und das Konzept der anderen 3, glaube ich, österreichischen Universitäten, die auch ein Pharmaziestudium haben, deswegen auf Bachelor-Master umzustellen und nach einem einheitlichen Bachelorstudium 2 verschiedene Master machen zu können, einen apothekenorientiert und einen forschungsorientiert. Das ist das Konzept, wir können das Konzept natürlich diskutieren. Das ist dann verschult und das ist dann nicht mehr... Reden wir drüber, wir hören Ihre Argumente. Die Umstellung auf die Bologna-Studienarchitektur in der Bereich der Pharmazie ist keine Frage der Finanzen. Ja, es kostet nur mehr. In ganz Europa. Eine Studienreform im Diplom kostet genauso viel. In ganz Europa gibt es 3 Staaten, die das eingeführt haben. Ich habe Ihnen schon Terminvorschläge unterbreitet und auch schon Zeitfenster reserviert gehabt für die Studierenden der Pharmazie. Bisher ist der Termin nicht zustande gekommen. Am 7. Mai. Okay. Gerne würde ich mit Ihnen noch einmal die Situation im Detail erläutern. Wichtig ist, dass wir im Pharmaziestudium umgehend in eine curriculare Diskussion gehen, um das Pharmaziestudium zu adaptieren an die Herausforderungen, die uns heute stellen. Und in diesem Sinne sollten wir zügig voranschreiten, damit Sie eine gute Ausbildung haben. Ja, aber wir diskutieren nur Strukturen und nicht Inhalte. Ja, aber wir diskutieren nicht die Die Strukturen. deutsche Bildungsministerin Schaban hat gesagt, wir haben uns immer nur auf die Strukturen konzentriert. Ich war auch bei Audimax, es ging immer nur um die Strukturdiskussion. Wir brauchen inhaltliche Verbesserungen hier. Genau, so wollen wir das Studium verbessern, und ob es verschult ist oder nicht, liegt an den curricularen Diskussionen in der curricularen Arbeitsgruppe, und dann müssen wir aufpassen, dass es nicht in diese Richtung geht. Das ist nicht das Ansinnen des Rektorats, ein verschultes Curriculum zu entwickeln.
die der Ballon ja zulassen. Und ich glaube, es gibt sehr viel mehr. Gut, ich versuche jetzt mal diesen Teil, ich über meine Situation was verlegen. In den längeren Tagen. Hallo, ich bin hier zum zweiten Mal bei einer Diskussion. Und, also, was ich gesehen habe, generell zusammengefasst, ist, dass wir uns alle einig sind, dass wir mit den herrschenden Bedingungen nicht einverstanden sind. Sowohl von Rektoratsseite als auch von der Studierendenseite. Dann haben sie gesagt, okay, das erste Mal war ich sehr ambitioniert und war sehr froh, dass das Rektorat zu einem Gespräch gerufen hat. Dann sind da die Vertretungen der BH, also der Hochschülerschaft, gewesen und die Vertretungen des Rektorats. Nun haben sie eingeladen zu einem Gespräch, da ist nichts dabei rausgekommen. Heute laden sie wieder zu einem Gespräch ein und ich frage mich jedes Mal, woran es also Ihrer Meinung nach scheitert. Weil im Prinzip sind wir uns alle einig, dass wir nicht zufrieden sind. Aber woran scheitert es, dass wir einen Schritt weitergehen? Ihrer Meinung nach. Betrieben, Mittelbau der Rechtswissenschaften. Studiengebühren ist eine ideologische Frage. Diese Grenze zieht sich auch auf den Mittelbau und auch auf die Professoren. In der prekären Situation haben wir aber keine Zeit für Ideologie, es geht hier um Taktik. Und die Taktik erfordert, dass die Universität keinen Zentimeter nachgibt gegenüber einer Politik, die sie finanziell aushungert. Auf die Verfassungsmäßigkeit überprüfen lassen wollen, dann reichen noch 50 € als symbolisch, das ist sicher hoch genug, dass der Verfassungsrichter darüber entscheiden muss, da brauchen wir nicht €. Und wir müssen von den Banken lernen. Die haben das Geld geschenkt bekommen, ohne irgendwelche Abschreckung zu machen. Wir müssen da nicht wohnen, dass es eine Straße decken, aber wir müssen auf die Straße gehen. Es ist falsch, diese Veranstaltungen hier zu machen. Sie müssen auf unserer Seite sein. Bitte, wir brauchen uns nicht. Ich persönlich glaube nicht, dass es falsch ist, solche Veranstaltungen zu machen. Der Ort ist noch falsch. Der Ort ist falsch. Ich glaube, der Ort ist ganz wichtig. Wir müssen gegenseitig wissen, wie wir ticken und was wir voneinander haben. Warum verlaufen solche Diskussionen immer so ergebnislos in den Leuten dazu? Weil die immer mit reflexartigen Argumenten kommen. Keiner von den sagen, geht einen Schritt aufeinander zu und akzeptiert auch bestimmte veränderte Umwelt. So ein Argument, wie wir wollen hier Rechtssicherheit bekommen, ist für mich ein vollkommen logisches Argument. Klärung dieser Frage, die notwendig ist, damit nicht die SPÖ von uns das will und die ÖVP von uns das will, halte ich für eine vernünftige Vorgangsweise, aber wird reflexartig sofort abgelehnt. Also mein Appell, aber es wird auch wieder reflexartig vielleicht abgelehnt werden, diesen Schritt aufeinander zuzugehen und zuzuhören. Also unsere Rechtsmeinung ist, dass es so nicht geht. Mit einem Euro. So, der Verfassungsgericht wird schon auch entscheiden, oder? Herr Rektor, ich wollte fragen, stehen Sie einer demokratischen Tradition? Da ist ein Minister, der hat keine parlamentarische Mehrheit und möchte autoritär Studiengebühren einführen. Ich denke, es ist nicht Aufgabe der Gerichte, es ist Aufgabe des Parlaments. Und Sie machen sich mitschuldig in einem Land, in dem diese Partei, ÖVP, eine autoritäre Vergangenheit hat und der Diktator soll das noch immer in Zukunft. Anders machen, die gesagt haben, nein, wir führen es nicht ein. Nein, solange keine Rechtsklarheit ist. Ich möchte auch sagen, ich freue mich sehr, dass in der Bundespolitik hier ein Konsens weitgehend im Raum ist.
Aber eines können wir Ihnen nicht nehmen. Sie entscheiden über das Vollstudium internationale Entwicklung. Wir wollen einen Master, wir wollen ein Vollstudium. Und wir wissen bereits, dass die EU+20-Konferenz, dass die UNO ein UNO-Wettbewerb ist und dass es eine Peinlichkeit für Österreich ist, dieses Studium, das Vollstudium abzuschaffen. Herr Rektor, eine Frage, nämlich die Studiengebühren. Ja, ich habe mir das juristisch angeschaut. Also wenn Sie diese einführen, dann müssen Sie eigentlich sofort Rücklagen bilden. Ja. Aber nicht abgesehen davon, was es kostet, wenn da Massenfragen kommen. Also es kostet um die 250 € pro Verfahren mindestens. Also mindestens die Studenten kostet es 250 € plus für die Universitäten kommt da auch eine nicht große Summe. Ich frage mich wirklich, wieso können Sie nicht einfach mit der Politik in einen Dialog gehen und endlich mal eine Lösung irgendwie vorschlagen. Weil das aufzusetzen über den Verfassungsgerichtshof, das kostet viel Geld, bringt der Universität absolut nichts, weil Rücklagen müssen sie sofort bilden. Das Geld geht eigentlich in die Gerichtsgebühren, das bringt uns allen nichts. Wir müssen uns da wirklich was überlegen, wo wir gemeinsam vorgehen, auf den Seiten der Studenten. Dialog mit der Politik, der führt in dieser Frage zu nichts. Dieser Dialog entlang der Ebene. Sie haben völlig recht, wir müssen Rückgrat bilden. Die Hoffnung ist, dass wir eine schnelle Entscheidung bekommen, damit endlich Klarheit besteht, nichts anderes. Ich habe eine Bemerkung von Seiten des Mittelbaus. Die erste Sache, die mir auffällt, ist, wie unglaublich polarisiert das hier ist. Es gibt eine Universitätsleitung und es gibt eine Menge von Leuten, die einigermaßen rechtsartig groß sozusagen applaudieren. Ich weiß jetzt nicht richtig, bin ich bei einem Volksfest oder einem Stierkampf. Es ist nicht eine Atmosphäre, es ist nicht Demokratie. Ich muss genau dem widersprechen. Keiner Weise ist es Demokratie. Wir haben an der Universität demokratisch gewählte Institutionen, wie zum Beispiel den Senat, in dem ich ein Mitglied bin. Der Senat ist hier nicht vertreten. Ich weiß nicht, warum er nicht vertreten ist. Ich mache jetzt darauf aufmerksam, dass es eine riesige Lücke gab zwischen den Leuten, die hier klackartig großen Wirbel machen, und auf der anderen Seite dem Rektorat, das versucht, Argumentationen vorzulegen. Das ist nicht für mich eine akademische Situation, sondern es ist ein bisschen ein Machtkonflikt. Vielleicht ist es eine Belustigung. Ich muss sagen, mein Unterhaltung also 260 Überstunden der Bahn, die stellt euch auf der Situation und 700 sind über den Okay, nachdem die Argumentationen gefordert wurden, würde ich gerne ins Argumenten kommen. Die sind relativ vage und relativ spezifisch. Ich habe Medizin studiert, ich bin Medizinerin. Ich habe gesehen, auf der Medizinuni, dass wenn man das Betreuungsverhältnis verbessert, zum Beispiel von einem großen Hörsaal von 400 Leuten auf 60 oder 90 Personen pro Lehrenden, dass es jetzt wirklich etwas bringt. Das mag bei den Geisteswissenschaften anders sein. Aber ich glaube, in dem Fall war das dann eher eine Beschönigung für die Uni-Rankings. Und dagegen bin ich. Also ich glaube, Zahlen sind nicht immer besser. Das muss man sich immer genauer anschauen. Das ist mal das eine. Und das zweite ist, dass ich denke, dass die Frau Vizerektorin Schnabel als Ethikerin sich bitte emanzipieren sollte und der internationalen Entwicklung etwas mehr Auftritt geben sollte. Ich habe Interviews auch für eines gehört und ich weiß, dass sie sich dort für die Forschung an sozialen Ungleichheiten weltweit einsetzen. Und ich möchte, dass sie das auf ihrer eigenen Universität auch
Bitte, setze ich mich ein, dass es möglich wird, in der internationalen Entwicklung forschungsgestützt zu lehren und wirklich auch die Forschung zu betreiben. Wir haben eine Situation, wo es 4 habilitierte Personen für ca. 3000 Studierende gibt. Und Sie können sich vorstellen, dass in so einer Situation kaum oder nur sehr eingeschränkt wirklich Forschungsarbeit betrieben werden kann. Das ist kein rechtes Verhältnis, rein von den Zahlen her betrachtet. Und in diesem Sinne ist es uns genau aus diesen Gründen, um die Forschung in diesem Bereich auch wirklich zu befördern, unsere Aufgabe, dass die Relationen in ein richtiges Verhältnis gerückt werden und gerade ein interdisziplinäres Masterstudium kann sehr forschungsorientiert betrieben werden. Genau das ist unser Ziel im Dienste der internationalen Entwicklung. Hallo, also, ich habe 2 Fragen. Erstens, zum Donnerstag, zum Audimax. Wieso haben Sie die Presse nicht reingelassen? Was ist das für ein Bild nach außen hin, wenn Sie die Presse nicht reinlassen in das letzte Audimax? Warum rechtfertigen Sie das? Und zweitens, woher kommen die falschen Behauptungen, dass das Uni-Gebäude so lang gereinigt hätte werden müssen oder so? Das ist ja, Entschuldigung, das ist Blödsinn, wenn das Audimax sauber verlassen, ja? Zweite Frage, die Schulgebühren. Sie sagen ja, es ist ein gemeinsamer Kampf dagegen, gegen das böse Ministerium. So, ja, gerne, kämpfen wir gemeinsam. Aber warum führen Sie dann ein? Also ganz ehrlich, wenn Sie gegen kämpfen, warum gehen Sie dann den Schritt und führen Sie ein? Was ist das für ein Kampf? Wo ist der Kampf? Ich habe oft genug erklärt, was unsere Strategie ist, die mal falsch sein einführen, um zu klären, ob es geht, damit uns diese Es kann anders nicht geklärt werden, glauben Sie mir das? Wir haben etwa 18 Uhr mit ÖH, mit den 3 Präsidenten oder was wollten Sie, gesprochen. Dort haben wir erstmal erfahren, dass die Presse dort angeblich eingelassen wurde. Das war nicht unsere Anweisung. Ich glaube, die Presse ist dort auswesend gewesen. Natürlich dort Nein, das ist unrichtig. Das ist unrichtig. Ja, das wurde auch nicht behauptet, uns wurde nicht behauptet, dass da gereinigt werden müsste. Obwohl Sie schreien, man sieht es nicht. Gegen Uni wird raus. Halt auf die Finger, der Wort Werbe. Wie man auch letztes Jahr unterschiedliche Studiengänge gegeneinander. Das Hauptgebäude am Freitag noch geschlossen zu lassen. Samstag, ja, war die Befürchtung bestanden, dass es sozusagen wieder und wird uns gesagt, wir hätten aufsperren sollen. Es tut mir leid, dass ich mich einfach als Wort melde. Es tut mir leid. Leute machen, wenn sie rund 91.000 Studierende haben. Ja. Es tut mir leid, dass ich mir die Erlaubnis zu Wort melde. Aber ich sehe eins. Wenn wir irgendwie keine Vertrauensbasis finden, wenn jetzt der Rektor was sagt und es wird gleich widerlegt, beziehungsweise ihr sagt oder wir sagen was und es wird gleich widerlegt, seht ihr das nicht, wir kommen keinen Schritt weiter. Keinen einzigen. Ich habe einen
Meinung. Also um einen Schritt mal weiter zu kommen, stelle ich eine ganz konkrete Frage und möchte eine ganz konkrete Antwort. Und zwar, Sie haben sich jetzt als Opfer des Ministeriums dargestellt. Ihre Aufgabe als Rektorat, haben Sie auch gesagt, ist es, den Studierenden in irgendeiner Weise gerecht zu werden. Ja? Jedes Jahr möchten 700 Leute internationale Entwicklung anfangen. Dann verstehe ich nicht, was verstehen Sie doch darunter, Studierenden gerecht zu werden? Wenn Sie wollten, könnten Sie das Studium finanzieren. Es gibt das Geld. Sie haben 1000 Sachen, die für Prestigeveranstaltungen ausgeben. Warum kürzen Sie genau bei uns? Darf ich vielleicht einen Schluss dazu sagen? Das Studium der internationalen Entwicklung wurde in den letzten 3 bis 4 Jahren Millionen investiert. Die Professoren und Professorinnen, die geschaffen worden sind, hier sind Investitionen, ja genau. Und eigentlich müssten wir, um hier akzeptable Betreuungsverhältnisse herzustellen, mindestens das Doppelte noch einmal hineinfinanzieren. Diese Investition ist der Universität Wien derzeit, und Sie haben am Beginn gehört, wie hoch das Defizit 2012 sein wird und dass darüber hinaus weitere Sparmaßnahmen in den einzelnen Fächern und Fakultäten umgesetzt werden müssen. Diese Investition ist derzeit der Universität Wien nicht möglich. Und wir können hier nicht zuschauen und eine qualitativ schlechte Situation aufgrund der quantitativen Betreuungsverhältnisse weiterführen. Und wir haben schon im letzten Studienjahr durch zusätzliche Stunden und damit einhergehende Lehrressourcen viele Investitionen getätigt. Wir können nicht mehr hinein investieren. Ja. Ich glaube, die Diskussion gleich beendet und die Veranstaltung auf nächsten Montag verlegen, die Diskussion darüber, weil mich interessiert es was anderes. Es gibt ein eigenes Leben dafür, habe ich gehört. Finanzen. Irgendwie drehen wir uns im Kreis, dass es immer darum geht, das Ministerium gibt das Geld. Erstens glaube ich, dass wir alle zusammenstehen müssen, dass wir Druck auf das Ministerium ausüben können. Das heißt, dass das Rektorat uns auch im Rücken baut und auch mit unserem Unmut, damit das weitergeht. Die zweite Frage, gibt es wirklich keine Alternativen zu das Ministerium gibt uns Geld? Werden da irgendwelche Alternativen angedacht? Welche? Das ist die Frage. Können Sie noch sagen, welche? Ich frage Sie. Ja, welche Public-Money haben soll, müssen Sie Private-Money geben. Und damit sind die über eine liberalen Diskussion, die vorher schon durchaus zu Recht angefängt wurden. Nein, wir brauchen Public-Money. Wir leben in Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich bin Student vom Medikum, also ich verstehe voll und ganz, dass wir alle entgegen den Personenzeiten da draußen sitzen, vor allem die Studenten, die für das Studium internationale Entwicklung da sind. Aber dazu will ich jetzt eigentlich nicht sagen. Ich würde eigentlich eher was zum Thema Studiengebühren sagen. Also ich versuche das eigentlich alles aus einer objektiven Sichtweise zu betrachten. Ja. Es werden viele Berufe kommen, ich verstehe das voll und ganz. Ja. Ich finde, ja, so wie der Kollege das gerade schon gesagt hat, ich weiß ja nicht, wer heißt, Private Money, ja, muss herangezogen werden, wenn es kein Public Money gibt. Ja. Es ist leider so. Und ich bin der Meinung, wenn es ein System von Studiengebühren gibt, gekoppelt mit einem System von Stipendien, das viele Leute entlasten, die nebenbei arbeiten müssen und sich das dann eben nicht so auf den Studienerfolg konzentrieren können, was ich auch voll und ganz verstehe. Gut, anderes Thema. Aber was ich noch sagen
möchte, was mir persönlich sehr am Herzen ist, betreffend das Juridikum. Ich verstehe nicht, dass Leute da drinnen sitzen, protestieren gegen Maßnahmen, die von oben kommen. Was mich eher stört, ist, dass Leute in der Mittagspause in der Mensa sitzen und alles voll rauchen. Ja, wir werden kosten, das ist wahrscheinlich nur das Juridikum. Aber ich verstehe nicht, dass Leute, die hier sitzen, politisch diskutieren wollen, was ich absolut in Kauf nehme, aber nicht imstande sind, sich an so eine Vorschrift zu halten. Also seid mal bitte nicht so. Auf dieses Thema betrifft der Infrastruktur hat eine Verwaltungsanzeige oder sowas Ähnliches bekommen, oder ehrlich adäquat und einheitlich des Hauptvertrags im Juridikum zu haben. Ich möchte doch auf die Kollegin kurz antworten. Ja, natürlich müssen wir versuchen, bei allen Gegensätzen auch gemeinsam was zu erreichen. Ich weiß nur, was der Haltungsmann dazu nicht wieder findet. Wir wissen nicht, welchen Ziel. Es ist zu wenig Geld, wir brauchen mehr Geld. Wir sagen das so pausenlos Tag und Nacht. Und wir sagen nicht nur, wir versuchen das zu argumentieren und nutzen. Wenn wir uns nicht auf den Audimax schauen, dann werden wir auf das Wissenschaftsministerium und alles Auch ich studiere Journalismus und manche Dinge auch nicht Studenten. Ich sehe das jetzt von alle anderen, die sich auch gegen Studiengebühren, warum? Weil Leute, die Studiengebühren zahlen, nicht arbeiten. Ich sehe es für mich. Ich muss nicht arbeiten, um überhaupt für Studien zu finanzieren. Und das finde ich einfach schade, weil wir alle wollen nicht frei studieren, wir wollen einfach das machen, was wir alle machen, was wir machen wollten. Alle nach der Schule haben wir auf Studien gefragt, was zu machen, was wir machen wollten. Und jetzt müssen wir und viele, wo wir ja nicht das Geld haben, arbeiten gehen, nicht nur zum Studium, 10 Stunden, sondern manche 40 Stunden. Und das sehe ich ganz ehrlich nicht an, weil wer schließt dann jemand das Studium ab? Und nach 10 Jahren, wenn man mal fertig ist, muss ich keine mehr Berufsleben. Das ist die Seite sinnvoll. Grundstudienregelungen, die ich zurückgründen und eingeführt habe, waren zahlreiche Rückerstattungssachverstände zum Beispiel in der Berufstätigkeit. Die haben kaum Mitarbeiter, aber haben sich dann auch eine Teilausführung als eine Prüfung geblieben, die sie sich immer mit Prüfungen geblieben. Das heißt, selbst wenn die Berufsstudienregelung eingeführt wird, werden die Berufstätige nach Bestimmungen sicherlich sogar wieder seine Gründe. Ja, da muss man dazu sagen, dass die Studienbeiträge ja nicht zu zahlen sind für alle Studierenden in der Regelstudienzeit plus 2 Toleranzsemester entweder pro Studienabschnitt bzw. neu pro Bachelor und Master. Das heißt, sie haben pro Ebene ein ganzes Jahr zusätzlich dazu, also jeweils 2 Semester. Also so schnell werden für Sie vermutlich die Studienbeiträge finanziell nicht starten. Wenn Sie da mal Ihr Problem jetzt will ich das Narrativ auch umstellen und verbessern. Jetzt ist es besser, geht es ganz auf. Ich habe nicht Lust zu tun. Hallo? Hallo, ich bin von der KMG und ich würde gerne mit den Stellungen zum letzten Ordnungsbücher aufnehmen, dass ich da auch bei den Rektorat in bildungspolitischen Diskussionen ich jetzt noch nicht so viel einzeln ist in meine Meinung zu den Schlechteren in den letzten 10 Jahren ziemlich genau. Ich verstehe auch die Machtbesetzung eigentlich. Es war eine politische Besetzung, die waren nachher in den Ohren, haben mir berichtet, dass die Medienvertretungen nicht hineingelassen werden. Die haben, Teile des Rektorats haben gesagt, natürlich werden sie nicht hineingelassen werden. Ich möchte das nochmal korrigieren, weil dann die Informationen, die uns gegeben haben, ein Mitarbeiter des Rektorats, und das ist dort, dass die Abend hineinkommen. Das ist das eine. Zum anderen waren natürlich auch, es kamen 2 Polizeieinsätze stattgefunden, die mit enormer Brutalität gegen Studierende vorgegangen sind. Das ist einmal festgehalten. Die Polizei haben sie gerufen und sie haben sich heute wieder davon distanziert,
falsche Dienstnummern hergegeben etc. Und Matrikelnummern aufgeschrieben hat, bitte schön. Wenn Sie sagen, unsere Waffen sind Verwaltungsstrafen, und haben die Leute dann Matrikelnummern aufgeschrieben, explizit statt aus den Kartennummer aufgeschrieben. Und Moment, eines möchte ich noch mal hinweisen. Wenn Sie versuchen, sich hier zu distanzieren von der Polizei, dann möchte ich gerne wissen, was macht der Leiter des LVP bei Ihnen in Kammer drinnen? Genau, dass ich überrascht war, als Sie mir gesagt haben, dass die Presse nicht hinein darf, das ist sehr zumindest. Sie wissen das genau, ich wusste das nicht und dass wir haben diskutiert darüber und dass wir dann die Anweisung gegeben haben, dass natürlich die Presse hinein darf, sie darf es kriegen. Das Aufschreiben von Nummern, wir wussten das natürlich nicht, selbstverständlich ist das nicht auf irgendwelche Anregungen des Rektorats passiert. Ich habe dann auch sichergestellt, telefonisch, dass im Audimax verkündet wird, dass aus Sicht des Rektorats natürlich, ich wäre auf die Idee gar nicht gekommen, keinerlei Konsequenzen aus dieser Aktion gezogen werden. Warum die Polizei das getan hat oder tun musste, ist mir nicht bekannt. Es ist ganz klar, dass das nicht weder von uns autorisiert noch von uns gewünscht wird. Wir haben die Frage nicht beantwortet. Welche Was Frage? der Geheimdienst in Kammer? Ich wollte etwas zusammenführen, vielleicht öffentlich Frage abbekommen, warum scheitert das im Gespräch ist, warum gibt es keinen gemeinsamen Kampf von Rektorat und Studierenden. Dazu kann man vielleicht und leider doch wieder am Beispiel der Idee die Geschichte nachzeichnen und vielleicht eine Erklärung, warum wir keinen gemeinsamen Kampf führen können im Moment. Die Gespräche, die gibt es seit Ewigkeiten. Die gibt es seit den 70er Jahren, und ganz besonders seit es gibt, seit 10 Jahren. Und auch mit Ihnen, mit dem neuen Rektorat gab es verschiedene Gespräche. Es gab ein Gespräch, wo ausgemacht wurde, wir machen uns Gedanken dazu, wie könnte eine Alternativlösung aussehen. Die haben wir uns gemacht. Beim nächsten Gespräch stand fest, der Bachelor, die Idee soll von Ihnen, also Sie wollen den abschaffen. So, das ist das, was ich als gescheiterte Gespräche bezeichne. Und das ist für mich die Konsequenz daraus, dass wir müssen irgendwas anderes tun. Das, was wir getan haben, war die Besetzung. Und das, was Sie nach der Besetzung getan haben, für mich, also die Besetzung war total legitim, weil, wie wir sehen, hat was geholfen. Wir sitzen hier und reden zumindest miteinander, wir sind in den Medien, die ganze österreichische Arbeit, die Uni, die können nicht so, und was tun Sie, also mal abgesehen davon, von der ganzen Inhaltetaktik, Versprechungen im Verlauf der Gespräche, Sie wollen zweimal an einem Tag die Wege, um uns aus der Bundesuni rausboxen zu lassen. Und deswegen, wenn es einen gemeinsamen Kampf geben soll, das ist für mich persönlich im Moment mit Ihnen leider nicht möglich. Wenn es den geben soll, dann sind Sie am Zug, dann müssen Sie Vertrauen herstellen. Und Sie haben ja gesagt, dass Sie die Uni schließen können. Sagen Sie dem Ministerium, wir haben kein Geld, wir machen die Uni zu. Dann werden wir schaffen. Und diese Vertrauensherstellungsgeschichte ermöglicht halt auch inhaltlich auf die Forderungen einzugehen oder sie zumindest zu erfüllen oder teilweise zumindest zu erfüllen. Wenn wir einen gemeinsamen Kampf mit uns führen wollen, wir haben ganz konkrete Forderungen gestellt, das ist ganz einfach. Applaus, wie Sie sagten, zeigen Sie doch dem Ministerium, wir haben kein Geld, stellen Sie die Uni zu. Um Gottes Willen, wem soll das was bringen? Und nochmal zur Besetzung am Donnerstagabend. Wir haben kommuniziert, wir führen dieses Gespräch heute, wir führen das Gespräch zur internationalen Entwicklung, wenn Sie das Audimax verlassen, denn aufgrund der Erfahrung des letzten Mals, wir wollten nicht eine Situation so wie beim letzten Mal, dass das 8 Wochen dahin geht, auch im Internet mit anderen Studierenden.
Uns wurde kommuniziert, diese Forderung wurde abgelehnt. Und es wurde gesagt, sie gehen nur raus, wenn wir garantieren, dass die internationale Entwicklung das Bachelor-Bildungssystem bleibt. Das ist keine Diskussionsbasis. Wir reden heute, wir werden weiterreden, ob es viel bringt, werden wir sehen, aber es bleibt uns gar nicht alles übrig. Nein, wir wollen doch gar nicht auf längeren absitzen. Wofür denn? Wofür wollen wir auf längeren absitzen? Das Mikro bitte an den Kollegen da hinten. So, endlich, ich sollte den Nachschläge scheiner der Straßenseite. Eine Wortmeldung von der Drüben bezüglich dem demografisch legitimierten Senat. Von was für einer demografischen Legitimation reden wir da? Wenn Studien unmittelbar zusammen so viele Stimmen haben, wie die Politikkurien, die von den ordentlichen Frau, von was für einer Demokratie ist hier bitte die Rede? Und jetzt sage ich doch, oben stehen massenhaft Leute. Auf dem stehen wir, einen voll. Draußen drängen sich auch noch welche. Ist ein Rektor, der in der Lage ist, das gesamte Hauptgebäude der Universität Wien für 2 Tage zuzusperren, und es waren eigentlich mehr als 2 Tage, ist dieser Rektor der Universität Wien nicht in der Lage, für so eine Veranstaltung einen angemessenen großen Hörsaal zu finden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Hörsaal das Größte ist, was die Universität Wien dafür zu bieten hat. Ja. Wir wollten natürlich nicht ins Audimax gehen, werden Sie verstehen. Und wir haben in dieser Eile, in dieser Geschwindigkeit nichts anderes für diesen Zeitraum gefunden. Die Gegenveranstaltung wird, glaube ich, wieder nicht stattfinden, aber wir sind auch Alternativen gegenüber offen, selbstverständlich. Ja. Wieso bitte wieder ein bisschen das Wort? Sagen wir den eine Gruppe an. Das ist eine andere Frage. Das ist eine andere Frage. Von dem Herrn da hinten. Will der sich den Senat ausschaut? Also, ich habe das Mikrofon und ich würde gerne reden. Ich habe nämlich eine kurze Frage, was hätten Sie gern von uns? Also, wie können wir denn, wenn es Studenten gibt, die hinter Ihnen stehen wollen, was können diese tun, um Sie zu unterstützen? Zunächst müssen wir aufhören, uns gegenseitig nur als Gegner zu sehen. Also wir, bei uns sollten Sie Gegner sein. Bei uns sollten wir Gegner sein. Wir sind momentan, für einige von Ihnen. Was entscheidend ist, dass wir Ihnen, Ihren Vertretern, das habe ich der ÖH letzten Donnerstag natürlich angeboten, einmal unsere Konzepte, mit denen wir in der Verhandlung gehen, erläutern, worum es genau geht. Das ist nämlich relativ raffiniert und schwierig, wie wir das Ministerium dazu bringen wollen, möglichst viele Millionen zu investieren. Und dann können wir durchaus mit verteilten Rollen